Mass 6. Sonntag am Jahreskreis begräßen Sie euch aus der Kirche, wo Bewen op der Erdart, wo zugleich Feldestag gefeiert wird. Es singt de Männerchor Bewen Erdart, Dirigentin als Marguerite Thome Schmidt, Organistin Christian Paries Schilz. Sie spielt als Urgel Entree Fuga vom Telemann. Wir sangen Spiritualmesse von Michael Schmoll, en plus Kantate Domino von Laura Fernell, I Sing Holy an Lamm Gottes von Lorenz Meyerhofer, an I Love You Lord von Lori Klein. Masket gehalen vom Herr Joel Santer, Pastor an der Per Eichtal Helpert St. Willibrucht. Am Namen vom Pap, a vom Jung, a vom Heilige Geist. Genot von unser Herr Jesus Christus, lebt vor Gott dem Pap, und Gemeinschaft vom Heilige Geist, sief ma dich all. Herzlich willkommen hier in der Kirche, und auch dir, die dir über die Medien mit deis Haut Sonntagsmass feiert. Haut das vor Sonntag. Und ich konnte irgendwo lesen, war vorsint ass, da sie mir lass. Nu je, des Joas gimmer all gebremst mam Lassin, weil Corona-Pandemie bremst eis auch an diesen Dich, erstellt manches a bisselchen mei an den Hintergrund zum Schutz von all eisen Mattmenschen. So aset auch mit eisem großen Dach, dem haut hei zu Bewen ob der Erdart feiern. Haut feiern wir nämlich den heilige Felten, nicht nimmen de Schutzpatroner von der verleiften Koppeln,
mir hier als auch den zweiten Schutzpatron von eiser Kirch. An diesem Tag wird eine lange Tradition heute zu beiven, die normalerweise an dieser Mastag Könbacken an Dick Zosissen gesehnt, die nur mittes Feldesfest von eiser Männerchor versteht gehen. So muss man das Jahr auch auf das Lokaltradition verzichten. Und noch auf Mittagessen, was der Männerchorreis all Jahr kredenzt. Wir gehen aber nicht ab. Und dafür feiern wir heute Morgen hier in der Kirche zusammen mit unserem Männerchor und mit euch alle Guten, wo ihr auch überall mit uns das Mass via Livestream an Internet feiert, eisenheilige Felden, der Schutzpatroner von den Stallvieh und von der Landwirtschaft. Ihn invitiert uns, an dieser Stunde auf den zu gucken, den der Grund von unserer Fried ist, den oberstehenden Herr. Ihm wollen wir uns vertrauen und zu ihm wollen wir beten. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüdern und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben.
Los mal zusammen beten. Herr unser Gott, der heilige Bischof Valentin hat als Zeuge seiner Liebe sein Leben hingegeben. In einer Zeit der Verfolgung und willkürlicher Herrschaft hat er auf dich vertraut. Lass in seinem Leben und Sterben auch uns erkennen, dass du der Gott des Lebens bist und deine Treue keine Grenzen kennt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und auf der Haut zu einem Anzeichen von Aussatz wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaussatz aussieht, so ist der Mensch aussätzig. Er ist unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklären. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar ungekämmt lassen. Er soll den Bart verhüllen und ausrufen: Unrein, unrein. Solange das Anzeichen an ihm besteht, bleibt er unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen. Außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg
wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, krank sinn ass neicht Guts, dat wissen wir all. A wie krank ass froh van den Geholf krit, a van den Sucht gëtt, ob doheim, beim Hausdoktor oder an der Klinik. Für eis abgeklärte Menschen aus dem 21. Jahrhundert as het net leicht zu akzeptieren, wie am Alten Testament mat de Leid umgange gëtt, die u Krankheiten wie dem Aussatz leiden. Buch Levitikus als Lesung schwätzt von unrenge Menschen, die ausgesinnert, jo regelrecht gebrandmarkt gowen, an aus der Gesellschaft, an aus dem Gottesdienst ausgestoßen gehen mussten, für kein unzustierchen. Natürlich könnte so eine Exklusion eis ziemlich gruselig viel. Einerseits mit der Corona-Erfahrung haben wir auch ein gewisses Verständnis dafür, weil auch wir müssen ja Schutzmaßnahmen ergreifen, wie das nicht in den anderen aussticht. Social Distancing als ugesot. Wenn allerdings 10 oder 14 Tage Corona-bedingt a Quarantäne verbringen muss, versteht, wie grausam so ein Kontaktverbot an Sozialisolation bei den Aussätzigen neben dem körperlichen Verfall muss sein. Aus unserer Corona-Erfahrung wissen wir, wie nefast Isolement an Kontaktverbote wirken. Es gibt eines sagt. Die Ausgrenzung aus dem sozialen Leben an dem menschlichen Miteinander ist tags mehr schwer zu erdrohen wie die Krankheit selber. Nebenerscheinungen, die sprichwörtlich kollateral schiert, mehr krass wie die Kranksein aus sich. Eine andere ähnliche Erfahrung als die von Hautkrankheiten, die auch heute noch existieren, an die stigmatisierend wirken. Obwohl die meisten Hautkrankheiten weder ausstechend noch gefährlich sind, gehen sie als Steuerfaktor wohlgeholt, aber beeinträchtigen Lebensqualität. Was nicht gesund ausgeseit, wird kritisch beäugt, rieft Vierwitz auf vier, ageno dem Ekel, sodass die Betreffenden sich echt aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sich schumme für ihr Leiden an denken, hoffentlich merkt kein etwas. Viel von uns kennen wahrscheinlich immer einer abfälliger Hautkrankheit. Und mit dem Hinweis darauf hin, dass die Haut mit ungefähr 2 Meter Carré Fläche das größte Organ vom Mensch ist. All Platz von der Haut reagiert auf Druck, Temperatur oder Berührung. Der Jesus hält sich dem aussätzigen, hautkranken Singer an. Das ist typisch für ihn. Die ausgestoßen und gemieden sind, die sich hier ob, Menschen umrand. Matlet bewegt ihn dazu. Hier spürt Verzweiflung von den Kranken. Hier streckt Hand aus und heilt den Aussätzigen. Schenkt ihm damals seine Würde irrem. Das möchte man heil errang. Und das ist ein vollwertiger Mensch inner Menschen. Wenn wir daraus etwas für uns Spiritualität lehren, dann der 4 Rang von der Kompassion, dem Mitleid, der Empathie und der Barmherzigkeit. Liebe Freunde, also nicht so. An unserer westlichen Zivilisation zählen für allem global exklusiv körperliche Gesundheit, Schönheit und Fitness. Krankheit und Hilfälligkeit steuern da nimmen.
An et kann wirklich vorkommen, dass Bekannter a Frön regelrecht vergessen, dass et e kranke Mensch an ihrem Familien- a Bekanntekreis gëtt, die womöglich an enger Klinik oder engem Heim vegetiert. Vielleicht war der Mann aus dem Evangelium auch einfach vergiss gehen. Nicht aber beim Jesus, dem ist es ernst. Der lässt sich vom Schicksal vom Mann berehren und traut sich das zu machen, was kein Demos mischt. Ein therapiert die Kranken, schenkt ihm ein neues Leben. Mischt das, was der Mann braucht, und mischt das richtig. Sollt das nicht für uns Ullass sein, nachzudenken, wie wir aus unserem Leben ausschließen und ob wir uns nicht auch müssten innerlich urreieren lassen vom Übel, was die anderen bedrückt? Der Jesus jedenfalls identifiziert sich so stark mit den Außenseiter, dass hier selber von hinnen geht. Den Evangelist Markus erwähnt, dass der Jesus sich an keiner Stadt mehr weisen konnte. Nimmen außerhalb von der Stadt, auf verlassene Plätzen, kann sich abhalten. Ein wichtiges Stichwort am Evangelium ist das vom Reng oder Unreng, unrein Sinn. Darauf liegt der Schwerpunkt, was bemerkenswert ist. Rengheit ist an unserer Spruch Dubel besät. A Beziehung zu Keuschheit will kaum nach etwas davon wissen. Am Zusammenhang mit Luft, Wasser und Wäsch ist Rengheit durchaus Mut. Aber bei abgeklärten Philosophen ist die Vernunft ugesucht. Was bedeutet sonst nach Rengheit, respektiv auf was für Bereiche ist so eine Rengigung notwendig? Es ging mal darum gehen, Leben zu ordnen, mit den ganz gewöhnlichen und alltäglichen Vollzichtbereichen wie Essen, Trinken, Schlafgewöhnnichten, Erbicht, Muße und Gebet. Gefroht hast du bei nicht eng übertrieben Askes, mehr das richtig Moos, das gut Gleichgewicht, die Ordnung, die von Freiheit erlebt geprägt ist. Es geht doch gut geordnet und ordentlich Gedanken, Wörter und Wirker. Eine gesunde Hygiene von Körper und Seele und Geist. Zur Ordnung vom Leben gehören an diesem Kontext auch ethische Werte und Überzeugungen an ein geeigneten, adaptiert Spruch. Soweit zur Rengheit. Dann aber auch Datei. Reng gin, heil gin durch die Berehrung mit Christus. Darum geht es hier eigentlich. Hier schenkt der wunderbare neuen Auffang. Das ist die Berehrung mit Christus, die offensichtlich decisiv ist. Lo den Black, wo der Kranken und Hirn heruntritt. Mir auch allkehr neu von mir, wann ich o Christus heruntreten, und mich ob Hirn erlossen. Begegnung mit ihm, den sich eis aus engem Wut an de Sakramenter schenkt, wirkt heilend an rengigend. Wichtig ist, dass wir, wie die Kranken am Evangelium, probieren, Gott nahe zu kommen. Besonders an dem wir das Wort Gottes lauschen und umsetzen, an dem wir die Eucharistie feiern und empfängen, oder die Barmherzigkeit von Gott am Sakrament von der Beicht. Dafür, liebe Bruder, liebe Schwester, los dich vor Christus berehren. Erweis dich, den's du berehrt bist, auch barmherzig vis-à-vis von den Brüder und Schwestern. Sind ich bereit, das Invitation unzuholen? Es kann ihr nicht auch nach so sagen. Der Jesus will die Schöpfung nicht an 3 setzen. Sie soll nur Gottes ursprünglichen Plan entränkt brucht gehen. Seht, ich mache alles neu, als den Tenor. So seht Gott Ende von der Offenbarung vom Johannes. Weil der Jesus das schöpferische Wort Gottes ist, kann durch hier auch das unmöglich gemacht gehen. Es geht also nicht nur einen einzelnen, vom Aussatz gereinigten Mensch, wobei viel andere die Erfahrung nicht machen können. Es geht auch um das Zeichenhaft, das Symbolisch von dieser Aktion. Dass wir erkennen und verstehen, dass Jesus als der Retter von der Welt mit Gottes schöpferischer Macht bewirkt hier das. Während das Spiritualität unhält, kann dem Jesus ganz vertrauen.
traue mat dem Jesus viel zu, so gut, wann et onméiglich ze sinn schenkt. Leif Matchristen, dem Jesus sing Haltung vis-à-vis vom Aussätzlichen hat an der Geschichte weitreichend Konsequenzen für die sogenannte Leprosendiakonie von der Kirche. Die krank sind do net méi als dod fir d' Welt deklariert an ugeguckt a behandelt gin, mir sinn Spideler fir sie opgericht gin, fir se ze betreien an es gesund zu machen. An diesen humanitären Impuls wirkt weiter bis zum Engagement von engem Albert Schweitzer, engem Abbé Pierre oder enger Mutter Teresa. So wie auch den Heilige Valentin, dem hautheit zu Bewe feiern, ugerufen wird als ein Nothelfer. Wie schön wäret, wann noch mir an dieser christlicher Lin Nothelfer sie könnten, ein für den anderen. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus Christus, dem sein Kraft fällt zum Guten hin verändert, der für mal vertrauensvoll als Gebet vierdrohen. Für all Menschen, die in der Krankheit leiden, a keine Hoffnung mehr hun. Herr Gott, heie Eis. Herr Gott, heie Eis. Für all Menschen, die dazu beidrohen, dass den ugebrache Gottesherrschaft wirklich erfuhrbar ist. Herr Gott, heie Eis. Herr Gott, heie Eis. Für all Menschen, die durch Armut im Menschen unwürdig Leben feiern müssen, a von ihren Mitmenschen Ausgrenzung erfuhren. Herr Gott, heie Eis. Für eis Leib verstorben, die ob dich gehofft tun. Herr Gott, heie Eis. Wir suchen dir Merci, guter Gott, für den Leib an Zuwendung durch der Jung Jesus Christus, den am Heilige Geist lebt, erwirkt, haut an all dich von eisem Leben. Amen. Domino
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr und Gott, nimm die Gaben deines Volkes an. Wir bringen sie dar am Festtag des heiligen Valentin und vertrauen, dass wir durch sie deine Güte und Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Valentin deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus.
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Valentin, mit dem heiligen Willibrord und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Eist Leben as oft brüchig. An noch Leben vom heiligen Valentin war brüchig, als sie doch schließlich als Märtyrer gestorben, wat auch die Rotfarbe von dieser Mass erklärt. Mir ohne Gebet geschenkt vom Jesus selber, ein Gebet, das es an allen Not helfen kann. Und so wollen wir eure Lot zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Herr hat seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Frieden.
Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du einfließt in dein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. So spricht der Herr. So wolle man nach ein Keier zu Summe bieten. Gütiger Gott, am Fest des heiligen Valentin haben wir dein Wort gehört und das Mahl der Liebe gefeiert. Diese Gaben durchdringe uns mit Kraft, vertiefe unseren Glauben, mache stark unsere Hoffnung und entzünde unsere Herzen in der Liebe zu dir und zueinander. Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, sich entfalten und Frucht bringen in Werken der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Du machst das immer Moment von dieser Masse kommen, von einem Feldestag, wie man heute bei sagen. Das ist ja ohne Künnbacken, ohne Zosis. Das ist ja, wenn als Männer selber konnten, Masse sagen, sonst geht immer Koa invitiert. Weil heute brauchen sie Molenke ja nicht zu kochen. Heute kriegen sie wahrscheinlich gekocht. Und ich will auch schon profitieren, für ich im ganzen Land darüber schon songlang zu machen,
Vielleicht können wir nächstes Jahr richtig Feldestag feiern, weil als bevene Männer die kachen gut. Und ich kann nicht so, dass es eine ganz schöne Tradition ist, die wir an Ehre wollen halten. Das Jahr war ein bisschen mehr bescheiden, mit nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr groß mit den Kochkünsten vom bevener Männerkauer. Ich alle guten ganz schönen Fuß Sonntag, auch wenn wir alle gut maskiert sind, auch wenn das Jahr ernstes Fußen das. Los mat Fried vom Herrgott an unserem Herz dach mat drohen, a los mat von allem des Fried auch ausstrahlen an die Welt drohen. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache des heiligen Valentin segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Beven op der Erdart. Den nächste Sonntag, echten fasten Sonntag, iwwer Dromatmas vun Dummelding. An los schalten wir zurück an den Studio.
Tag.